von unserem schönen Hafenplatz in Struer sind wir dann weitergefahren, die Burg Spöttrup anschauen. Und dann hat uns unser Weg direkt in den wunderschönen Hafen von Glingöre geführt. Hello, welcome back. Wir sind gestern noch auf Glingöre gefahren und sind dann hier am Hafen genächtigt. Hervorragend wohlgemerkt. 120 Kronen das Ganze, inklusive WC, Dusche, Strom, Wasser und WLAN. Super WLAN. Super WLAN, jawohl. Und jetzt hast du heute Morgen ein bisschen gegoogelt und du hast etwas gefunden. Ja. Aber wie das heisst, mit diesen Namen, es ist einfach... Irgendeine blaue Lagune, und zwar gerade auf der Nachbarsinsel, das ist nicht weit von da. Moors ist das, die heisst glaube Moors. Also das hier ist unser Hafen jetzt und dort hinten, das ist die nächste Insel. Und irgendwo dort oben muss das sein. So, die Margaritenroute ist eng, aber schön. Sehr schön, ja. Und jetzt sind wir da, jetzt gehen wir die blaue Lagune suchen. Jetzt sind wir im Eierslev Hafen. Jawohl. Wenn man es dann so ausspricht. Oh, schau mal. Oh ja. Siehst du etwas? Oh. Schön. Vielversprechend. Kaum ist man im Aussichtspunkt, fängt es wieder an zu regnen. Also, Sonnenbrille weg. Und die Kapuze. Auf. Oh. Oh. Ich glaube, die Regenwolken, die reisen mit uns mit. Wir laufen jetzt mal hier hinten und dann schauen wir, was uns dort hinten unten erwartet. Die 1,2 Kilometer um die Lagune machen wir natürlich, aber vorher muss ich noch etwas ganz Wichtiges machen, und zwar hier an dem Stein. Habt ihr gesehen, es ist ein bisschen auseinandergegangen. Warte, ich tue noch ein bisschen. Hä? Hast du gemerkt? Ganz unten ist es noch ein bisschen mehr. Die Steine hier, die sind mega brüchig und ganz weich. Also wenn man da drin steht, das ist richtig... Ja, was hast du vorher gesagt? Ja, nasse Kreide? Ja, wie nasse Kreide. Seht ihr? Das bricht gerade ab. Jetzt kann man gerade... Zack. Ja gut, ich meine, du bist einfach unglaublich stark. Das ist schon so ein Kinderspiel. Ja, und darum sind wir auch nicht dort hochgestanden. Wir hätten dort dann nämlich schon noch ein bisschen weiter klettern, aber Es ist wirklich wie... Man kann es richtig zermalmen. Warte. Es ist wie Dreck.
Gerade hier um die Ecke hat es nochmal etwas, das wir anschauen wollen, und zwar den Fegeklitt. Das ist ein Berg, wie hat es geheißen? Fegeklitt ist ein gewaltiger Diatomenklotz, der früher wie eine Insel im Meer lag. Nach Westen ist Fegeklitt grasgrün und auf dem Steilhang sind deutlich erkennbare Etagen, die durch Erdrutsche entstanden sind. An der Ostseite tritt das Smoler, Diatomen, aus der Steilküste hervor und nach Südwesten erkennt man die große Fabrikanlage von Scamol. Das ist anscheinend Katzenstreu, das in der ganzen Welt verschickt wird. Von unserem Stellplatz im Hafen in Glingöre sind wir weiter nordwärts gefahren, in den Hafen von Eyerslev. Dort haben wir die blaue Lagune begutachtet. Sind dann nochmal weiter nordwärts gefahren, weil den Fegeklitt, den haben wir unbedingt sehen. Anschliessend alles wieder retour, dann weiter Richtung Westen und sind dann da am Strand von Nöre-Forupeur angekommen. Da kann man etwas Komisches beobachten. Da werden Schiffe direkt auf dem Strand parkiert. Mittels einem Stahlseil wird das ganze Schiff einfach direkt auf den Strand gezogen und hinterlässt natürlich auch seine Spuren.
Von da aus sind wir dann weiter nordwärts gefahren, bis auf Hanstholm, weil dort sind wir ins Bunkermuseum. Anschliessend sind wir weitergefahren bis auf Löcken. Ja, gestern hat es ein bisschen geregnet und darum haben wir uns entschlossen, dass wir ins Bunkermuseum gehen. Gross gefilmt habe ich dort nicht, darum gibt es jetzt hier einfach mal ein paar Fotos. Sehr eine interessante Geschichte, vor allem wenn man sich ein bisschen interessiert für das. Für mich war es vor allem spannend, da ich natürlich im Militär war und noch nie wirklich in so einem Bunker. Ist das sehr interessant gewesen, vor allem das Riesenloch, wo der Geschützturm war, die 38 mm Kanone. Das ist schon gigantisch, der Bauaufwand, den man hier hatte und wo man gemacht hat. Und allein das Kanonenrohr, das man sieht am Eingang, das ist 110 Tonnen schwer. Also die Ausmaße sind einfach gigantisch. Für all die, die es interessiert, unten durch jetzt Reinblender. Ich habe es spannend gefunden. Ich habe es auch spannend gefunden. Ich habe mich aber mehr dem Teil gewidmet, wo sich die Leute unter die Lupe genommen haben, wie die dort gelebt haben, wie sie mit den Deutschen, mit den dänischen Einwohnern, wie das dort gegangen ist. Das war für mich sehr spannend gewesen. Den Kanonenteil habe ich mehr oder weniger ausgeblendet, weil ich komme ja eh nicht raus und das interessiert mich persönlich jetzt auch nicht so. Aber mich hat wirklich der menschliche Teil hat mich sehr spannend gedacht. Ja. Was man dazu noch muss sagen, es ist nicht ganz günstig. Es hat 180 Kronen gekostet für uns beide. Aber wir finden, wir haben auch etwas dafür bekommen. Es war für uns sehr eindrücklich gewesen. Und, alles auf Deutsch. Ja, es ist natürlich beides. Alles dreisprachig, man kann überall, jede Tafel ist auf Deutsch. Dreisprachig? Ja, Dänisch, Deutsch, Englisch. Ah, Englisch ist sexy, okay. Ja. Und ja, also wir können es nur empfehlen. Und jetzt für all die sich wundern, nein, wir sind jetzt nicht in Thailand oder so. Wir sind hier auf einem Stellplatz gelandet. Ja, und der Stellplatz, der ist kurz vor dem Ort Löcken. Und wir können den Stellplatz sehr empfehlen. Er ist super gelegen, ist sehr günstig. Also nur zum Übernachten ist er 100 Kronen. Und man kann duschen, WC, Internet. Duschen und Internet müssen wir noch separat zahlen. Ja. Haben wir jetzt aber nicht genutzt, weil wir ja das eigentlich im Wohnmobil selber haben. Aber so einfach für eine Nacht ist das da prima, oder auch 2 Nächte, um irgendwo die Umgebung auszukundschaften. Und sehr, sehr ein freundlicher Platzwart ist. Jawohl. 100 Kronen hat uns das gekostet, die Nacht. Und wir finden, das zahlen wir eigentlich gern, weil schließlich sind wir auch da Gäste. In einem fremden Land Gäste und die sollen ja auch etwas an uns verdienen, damit wir können euer Land geniessen und sie haben auch etwas davon. Das finden wir noch wichtig. Ja. Und jetzt wollen wir etwas anschauen, und zwar die grosse Wanderdüne. Also dann tun wir uns doch à la Cini machen wir. Es windet mega! Mega viel Sonne hat es auch!
Wie ihr vielleicht gemerkt habt, hat das Bildmaterial von der Düne ein bisschen anders ausgesehen. Das ist daran gelegen, dass wir nur GoPro mitgenommen haben für zum Filmen, weil der feine Sand dort oben tut das elektronische Gerät nicht so gut. Ich habe auch fotokameratechnisch nur die kleine Sony mitgenommen, die habe ich jetzt gerade schnell mal geputzt. Und ihr glaubt nicht, wie viel Sand das ich in der Sonnenbrille hatte. Ich glaube, ich kriege das nicht mehr raus aus dem Gestell, so ganz nah an den Gläsern. Was meinst du, was ich für Sand in den Haaren habe? Ja, also ich habe auch schön peeltes Gesicht und alles ist noch so ein bisschen sandig. Aber es hat sich gelohnt. Ja, auf jeden Fall. Das war cool. Ja. Es hat zwar mega gewindet, wahrscheinlich windet es immer mega fest, aber es war lässig, ja. Ja, kann man empfehlen. Wir sind jetzt ein bisschen weitergefahren und zwar auf... Tue ich euch unten einblenden. Jetzt essen wir da mal etwas. Jetzt gibt es da mal etwas zum Mittag, dann geniessen wir ein bisschen schönes Wetter und dann noch ein bisschen Schäferle. Und dann schauen wir, ob wir gerade da bleiben. Und das nächste, was wir dann anschauen wollen, das ist ein Muss hier in Dänemark. Das Bernstein-Museum. Ja, und vor allem Bernsteinschleiferei. Also nein, es ist kein Museum, stimmt, es ist eine Bernsteinschleiferei. Und ja, vielleicht gibt es dann dort etwas aus Bernstein oder so. Zum Kaufen. Ja, man merkt, wir haben gute Ferien, weil wir vergessen, was für Wochentage das sind. Gestern haben wir ja gedacht, wir gehen heute das Bernsteinschleiferei anschauen. Heute haben wir festgestellt, es ist jetzt Samstag und die haben am Montag bis Freitag offen. Das heisst, wir verpassen das jetzt. Das ist ein bisschen blöd. Aber ja, no, jetzt ist es halt so. Jetzt gehen wir aufs Kagen, ganz rauf, dort wo Nord- und Ostsee sich treffen. Wir gehen jetzt quasi ans Nordkap von Dänemark. Das gehen wir jetzt anschauen und dann schauen wir weiter. Wie immer. Wie wir das halt immer so machen. Wir schauen dann weiter, wenn wir etwas erledigt haben. Was wir auf der Landzunge Gränen alles erleben, das sehen wir nächstes Mal. Also immer schön dranbleiben und den Kanal abonnieren.